Goedemorgen. Marius. Wir wollen von der Woche wieder gehen ans Römerbuch, von der sind wir bei das 8. Kapitel. Bei euch wie dort down. Du sind 3 Gebete, wo nur Frauen down, wenn ihr kicken down an der zweiten Seite, Jerusalem, wo der Worship Schedule sagt, dass Nummer 3 beten für Weisheit und dass Gott wird leiden uns für 2 frische Elder Couples. Und damit, wo wir nu sagen, Gott hat geantwortet, und wir freuen uns total, und wir die Nummern bekommen merken, nach dem 2 Wochen wieder, wo wir die sagen, haben alle die Members sind, damit wir starten. So das sind eben Maggie Fair und Jake und Margie Nelson. So erst, wir als Elders haben für Gebet, und dann war das klar, dass Gott die berufen hat, wir können sagen, dass sie haben all die Qualifications, was die Schrift von reden hat. Und es für uns einig werden, dass das wir, was wir glauben, Gott uns nur leiden hat, und dass wir endlich von anreden. Dann sagen, dass sie das auch gefallen hat, dass Gott berufen hat, und sie alle beide sind, sie haben auf einen Titel lang, können sie die Fallung, die hat Gott entwurrt. So wir freuen uns, dass Gott klare Antwort hat, und wir freuen uns auch, dass wir können, dass von der bekommen merken, dass Gott die Antwort hat. Und am 2 Wochen wieder, wo wir die Bälle zurückgeben, für alle die Members sind, die können ihnen sagen, wenn du auf einmal was ist, wo sie würden sagen, dass das nicht gut, oder dass die Ursache ist, warum das nicht wird fein sein, kann ein von unseren Elders anreden, wie dann wahrlich horchen, wenn auf einmal so was sagen, was da wird man kommen, dann dürfen wir vielleicht mit wachen, wie verabgehen damit, aber wir geben ihnen 2 Wochen Zeit dann beten, sagen, was Gott persönlich sagen, dass war dort. So, wenn ihr eine Bibel in Hand, merkt ihr nur Römer Kapitel 8, wie in Gott den Wort angehen, wo wir schon nach Taub beten. Vater im Himmel, wir kommen für die von der Smarts, wir danken dir, Herr, für was Gott du bist uns. Wir danken dir, Herr, dass du nach einmal Gebete antworten lässt und auch so klar. Und wir danken dir, Herr, für von der Smarts, dass du uns Vater hast, hier uns der Taub kommen, dass wir können durch den Wort gehen, wo du uns Klarheit geben, wo du uns Horten updown, was du Wort zu sein hast, uns von der Smarts. Wir danken dir für was du erstellen durch Jesus in Namen. Amen. So, in den Bulletin habe ich den Vers Johannes 10, Vers 10. Und der Vers spielt mir so, das eine Vers, wo das ganze Kapitel vielleicht würde sich mit annehmen. Sagt, ein Stehler kämpft bloß, zu stehlen, zu schlachten, in den Grund zu bringen. Ich sie gekommen, das Jesus, das Leben zu bringen, in dass sie das Fall abhaben sollen. Der Feind, der kam in den Garten an, es war bloß Adam und Eva, die wären, und er stiehlt das Leben von ihnen. Wenn er dort anbildet, dass das gut wird sein, von den Baum zu eten, wo sie nicht sollen von nehmen, und nu wird es so, dass wenn sie von eten, dann kommen die tot. Und das ist dann für uns zu sagen, yes, ja, dort, dass die nicht mehr können mit Gott taub sein, dann werden sie getrennt von Gott. Der böse Feind, der Stehler, der hat viel gestohlen und viel ans Fehlern und damit uns die Freiheiten, die Sicherung war schon immer, dass wir uns nicht sicher sein, wo wir stehen bei Gott. Und auch Jesus kam, um all das, was der Feind gestohlen hat, zu nehmen, sagen, dass ich die nicht. Und dort haben wir uns sehr freuen von das Marius. Gott kam, dort gestohlene zu nehmen. Er kam da, was der Feind hat in den Grund gebracht hat, abzubauen. Und auch dort, was der Feind hat dort gemerkt, dass sein alle Menschen, die unser Sinn wären, dem frisch lebendig zu merken und das frisch Leben zu bringen. So wir wollen vernehmen, gekickt in Römer Kapitel 8, was kriegt alles der Apostel Paulus davon geschrieben hat. So Kapitel 8, Vers 1 sagt, dann ist nun nicht mehr zu verdammen an die in Christus Jesus sind. Die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so als der Jesus dort verlangt. Das Tod, was der Feind bringt, durch Jesus hat Gott so gebracht, dass wir diese Vers kann sagen, du hast wirklich für jede Person, was Jesus Christus auf euch genommen als ihr persönlicher Heiland, nicht mehr, was uns verdammen kann. Dort wird erst wahrgenommen, als der Feind den Garten Rach öffnet. Und Jesus hat das nicht bloß gebracht, aber nur bei einem von den Kapiteln, wo wir noch ein bisschen alle lesen von, wie viel wir haben gekriegt durch was Jesus getan hat. Gott hat uns Sachen gemerkt durch Jesus, sondern dass er Leben für sich selbst,
fing uit zijn heel trouble in dat leven. De zin wat ik handgeven dan te God, die fing uit, wanneer ze ook daar zware tijden gaan, han ze die ru in hart en in ziel, dat ze kan wieder schaffen, wanneer het ook niet leicht is. De tweede vers, die zegt, de Geist, der durch Christus Jezus Leben jaft, hat mich durch sein Gesetz von der Sinn in den Tod sein Gesetz freigemacht. Was das Gesetz nicht tun können, willst du dadurch das Fleisch geschwagt wird, dort tut Gott. Er schenkt seinen Sinn in Menschengestalt aus ein Opfer für den Sinn und verdammt den Sinn im Fleisch. Der vierte Vers sagt, dort ist es, dort in uns kann vorgebracht werden, was das Gesetz verlangt. Da wir nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so als der Geist verlangt. So das Gesetz wird eingeführt, dass wir können sagen, was der wirkliche Sinn ist. Dass wir können sagen, dass wir hart von dem, was wir alle sein bei Gott. Das kann ja nicht in Ursache wird Hand zum Pochen, der Eva. Jesus kam das alle fertig zu machen, voll zu bringen. Fertig zu machen. Wo das Gesetz niemals nicht können tun. Das Gesetz, die Tieren gebauten und so weiter, was wir fertig sehr viel oder sehr hoch achten tun, da werden bloß gegeben, dass wir können sagen, was der Sinn wird. Dass wir können sagen, dass wir kalt von leiden. Und doch Jesus kam, um das alle erfallen. So dass, was eigentlich niemals nicht können tun, dass dort hei, du machst, dass sterben dort an den Kriegsfans. Wieder gehen, der 5. Vers sagt, die noch fleischlich sind, beschäftigen sich mit dort zum Fleisch gehört. Die aber, die den Geist haben mit Dingen, die vom Geist kommen. Wer sich bloß mit dem Fleisch beschäftigt, für den meint dort, der Tod. Wer über den Geist hat, für den meint dort Leben und Friede. Das ist hier so klar, wenn wir wollen proben und uns doller anstrengen und doller proben zu tun, vielleicht wird uns gewassen, uns vielleicht von vorher gesagt, was wir uns gelehrt haben, von klein und ab, vielleicht, dass wir uns reich antragen, reich verteilen und reich die Quack fahren und all solche Dinge. Je doller wir uns von anstrengen, je nur da kommen wir in Gott fallen, an sich dann fertig. Und je doller die anstrengend ist, je schlimmer wird das, wir können sagen, dass wir vollen Karten haben. Wir können uns selbst wahrlich an seine Tür sein, wir waren nu, weil wir uns hier so in Mark sagen, wenn wir das schon fertig bringen mit hier, dann kommen wir dort nur so weit, dass das ab uns ist. Und doch, dann haben wir noch mal bloß mit dem Fleisch zu tun, und schaffen noch mal bloß das Fleisch wegen, dann probieren wir uns selbst zu tun. Ans Fleisch kann doch euch tun, und je doller du proben das damit, je kürzer wirst du voll. Wenn du was schmeidet davon, und dann bald sagst, wenn nicht alles auskommt, und wenn ich nur, gebe ich das alle ab. Und du wen, kam Jesus und das für uns, was das Gesetz niemals kann tun, das er für mich und die. Der 7. Vers sagt, wer fleischlich gesonnen ist, der ist feindlich gegen Gott. So, wenn du proben, dass du die selbst, dass du was nicht selbst, das kann du bringen, du warst dollar schaffen, dollar anstrengen, das sagt, dann bist du noch feindlich gegen Gott. Willst das Fleisch nicht kann, willst das Fleisch nicht Gott und ihr tun ist, und auch nicht kann, wandert nach will. So, das ist nicht ein Trübel, dort wir nicht in welchen Hand beten zu tun. Sehr viele Menschen, wenn ich in einfach nach Jerusalem sagen, was nicht gut ist, dann sagen sie, ich will du nicht länger bleiben, wo kommt der Rüd? Dort wollen es zu fertig, aber das Fleisch ist schwach. Wir können das nicht vor dich bringen. Wenn dort erst nachher feindlich gegen Gott, dann haben wir uns das nicht angegeben. Der 8. Vers sagt, die nach dem Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. So, du kannst so viele gute Dinge tun, als was du dir denken kannst. Du kannst so gut sein, dass mählich, fleischlich wird sein. Und doch nicht von dort, der Gott gefallen ist, sagt der Fleisch, da kann das nicht mal, das ist nicht mal mählich. Aber in der Fall, hier fängt wie Trostbahn. Sagt, über je sind nicht im Fleisch. Sie hier redet all die Glauben, die alles sind, was Jesus hat euch genommen, wenn du eins von den Basen redet, hier kriegt die, er sagt, du bist nicht im Fleisch. Die sind im Geist. Wenn Gott sein Geist wirklich an ihnen wohnt,
wenn du bei irgendwer nicht Christus seinen Geist hast, dann da ist dann auch nicht einer von den Singen. Wir werden bald ein bisschen mehr von den Singen reden, wenn Gott seinen Geist hat wirklich in uns selbst zu verbergen, dass wir haben gehören dann. Aber eine 16. Vers, wo wir wieder davon, nu wollen wir in die 10. Vers gehen. Und wenn Christus anjünt ist, und der Körper dann auch durch die Sinn dort ist, so lebt jün Geist um der Gerechtigkeit helfen. Gott seine Gerechtigkeit wohnt an Andi, und dort ist, was er annehmen wird. Du bist selbst nicht gut genug, kannst nicht genug gut tun, dass er die jemals für annehmen kann. Aber wenn Jesus das angenommen hat, sein Geist Andi, die Gerechtigkeit nimmt er an. Wenn du selbst kostet nicht fertig bringen, bitte. Der auf der Vers sagt über, von dem sein Geist an ihn wohnt, der Jesus von dort abwirkt, dann wird der Christus Jesus von dort abwirkt, jene stoffliche Körper auch Wahrheit im Leben bringen, durch seinen Geist, der an ihn wohnt. Was hier sagen, dass die Kraft, was Gott brauchen durch den Heiligen Geist von Jesus von dort abwirken, das heißt, wie ein 3 dort im Graf hier war. Die selbe Kraft lebt dann an die, wenn du hier von dieser Erik aufgestorben bist, wirst du doch ab einmal leben können, wenn die Kraft der ist dann an die. Er bringt die dann von dort zum Leben. Dann, dass es hier wieder sein, dass dann sie wie nicht mehr glauben an das Fleisch, nicht mehr glauben an die Gesetze, nur sie wieder wirklich Kinder Gottes. Und wenn wir Kinder sind, dann ist es sehr, sehr wunderbar für uns. Hör ich mir den 12. Vers. Sagt, Brüder, dann ist es nicht so, schildern sie wie, aber nicht am Fleisch, dass wir ein Leben machen. Wenn dieser Leben aus dem Fleisch verlangt, müssen sie sterben. Aber, wenn sie durch den Geist das Sämtliche in den Tod merken, wo sie leben. Die von Gott seinen Geist gelehrt worden, sind Gott seine Kinder. Was der Feind dort in den Garten wir uns von Gott lostrauen, dass wir nicht können, seine Gemeinschaft haben mit ihm, und als Jesus kam, das heute uns hat nur Gott gebracht durch sein Tod, und Abstunden war im Himmel, nun kann ich und du wirklich so als Gott seine Kinder sein. Der 15. Vers sagte, ihr habt nicht ins Glauben jetzt gekriegt, dass ihr ihn fürchten machen. Habt ihr jemals vielleicht ums Uwe, wenn ihr schlupen gehen oder so, und dann auf einmal anfangt, am Messer zu grillen, wann ich sterbe, wo ich dann in der Halle machen, wo ich im Himmel kann, dann habe ich ein bisschen Angst an sich, nicht? Ich habe für Jahre das dort einmal gelebt, als ich mich bekehrt habe. Ums Uwe, wenn ich schlupen gehen, dann probiere ich schön, all meine Sinnen zu bekennen, so dass ich kann schlupen, und dann grille ich mich, wenn ich aber sterben soll, dann wird ich in der Halle machen. Und er sagt hier so, wenn wir uns das bekehrt haben, dann haben wir nicht mal den Glauben Geist, dass wir uns fürchten brauchen. Der Feind, der bringt auf die Tür, dass wir Angst haben. Und Jesus bringt auf die Tür, dass wir losfahren können, dass wir nicht mal davon Angst haben. Wir haben nicht mal den Glauben Geist, der uns mehr fürchten. Er sagt, wir haben einen Geist gekriegt, durch den Gott ihn annimmt als seine Kinder. Und die anrufen als Futter, Leiber Futter. Das sagt er hier nicht so. Ich weiß nicht, was das in Jünhus war, als ich abwasser. Vielleicht hat ihr einen guten Futter gehört, vielleicht nicht. Wenn ihr einen guten Futter gehört, dann sagt er hier so, nö, das mit ist, wenn du tust, noch ein Kind wirst und du sagst, Papa, help mich mit das. Papa, kann ich dort? Und wenn es dort sagt er hier, so kann ich nicht zu Gott reden. So dich busy wie du mit Arm, als wenn wir dann in Futter reden dann. Und wenn ihr in sein Haus dann abgewaschen wurde, vielleicht nicht als gut gewaschen, ihr Futter vielleicht nicht auf gut behandelt, nu kann je durch Gott sein Futter haben, dass je kann sein, Futter, Leiber Futter. Nu kann Gott der Futter sein, zu dir, was dir nach einmal gefehlt hat und was du vielleicht nicht gekriegt hast hier. Nu, der 16. Vers, der sagt, der Jesus selbst, der wird nicht in uns ist, der wird von Jesus kommt, oder der kommt aus Jesus im Himmel, dann kriegen wir den Helfer, den Heiligen Geist, sagt er, der Jesus selbst gibt unseren Geist, das Zeichen ist, dass wir Gott seine Kinder sind. Hier sagt er, du kannst dort weiten, ganz vernünftig, als du ein Kind Gottes bist oder nicht. Wenn der Jesus, was du hast gekriegt, dass du verbergen, der Jesus die Ruhe an dein Hort,
dat je kan zeggen, ik kan slopen gaan en ik weet, ik gehe hier te God. Dat is een punt wat de Feind wegneemt uit. Hij stelt dat van ons, dat we niet de Ruhe hadden. Wat passiert, als Adam und Eva schon von den Baum gegeten? Sie schwinden sie hier, dass Gott kommt, sie verstärken sich schwen. Sie haben Angst. Sie fühlen sich nicht mehr, dass sie dicht Gott wären, wenn sie haben Arach getan. Aber das Gästen, was du gekriegt hast, durch die wahre Geburt, der sagt zu deinem Hort, du bist okay mit Gott. Jesus seine Gerechtigkeit, was Eva die ist, laat die nu am anrufen als Vater oder Papa. Wat einmal, viele Menschen brauchen verschiedene Wörter, wie sie ihr Vater anreden deuten. Und das ist ein Bild, wo er hier sagt, wir können wirklich so anreden, als wenn er wirklich unser Papa ist. Und er sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt alle an mich, die schwer beladen sind. Ich will ihnen Ruhe geben für ihre Seele. Das ist von was er hier in dieser Vers geredet hat. Der Jesus, die ein Zeichen ist bei Gott, dass wir wirklich ein von seinen Kindern sind. Dann wieder sagt er, sind wir bei Kindern, das ist der 17. Vers, dann sind wir Gott seine Orven, in Christus seine Miterben. Dort ist, wenn wir mit einem Taub leiden, dort wir mit einem Taub verherrlicht worden. Gott sein Jaft uns die Ruhe, dass wir zu Gott gehören. Warum das er das? So dass er in die Weiten kann, dass wir dort sicher kann haben in uns, dass wir zu Gott gehören, und wenn das Leben auch nicht leicht ist hier in dieser Welt, aber wird dann so viel leichter, wenn wir nicht in uns selbst kämpfen, damit was passieren, wenn wir hier schwach sind. Wir dürfen nicht mal fürchten, was der Hall alles wird haben und was schwer du wird sein. Ich habe wie vorwärts mit Frieden kicken und sagen, was hat Gott recht gemerkt für all die, was am Leben da. Ein wunderbarer Himmel. Du kannst dann vorwärts kicken, wenn die Dinge auch nicht leicht sind, vielleicht mal wir durch Dinge kämpfen, was noch schwer sind. Aber wir können still mit Frieden vorabkicken und sagen, was Gott recht gemerkt hat. Der Feind, der brachte Trennung in den Garten. Und Jesus hat uns den Tipp gebracht, der große Gardine im Tempel in zwei Rieten, was uns von Gott wegholen, dass wir nicht in den Allerheiligsten können gehen. Nu können wir Frau sein und leben mit Gemeinschaft mit Gott, als wenn er wirklich hier ans Futter ist. Wir wollen hier durch schwere Tiden gehen. Aber was ihr wollt, ans eng ist dann auch bereit. Der sagte erst vor dich, der Sicherheit erst du, wie kann der Haus, und da wird du wunderbar sein. Wir wollen wieder gehen, 18. Vers sagt, für mich zu besein. Und hier redet Paulus auch von, er weiß auch, dass das schwere Tiden sind. Er weiß, dass wir die wollen hier nicht alles leicht haben. Aber er sagt, für mich zu besein, sind diese Lieder nicht wird mit der Herrlichkeit zu vergleichen, die uns soll offenbart werden. Der Apostel Paulus wird abgenommen in den dritten Himmel an. Er kann Dinge sagen und hören, was er nicht nur vertellen. So er kann uns nicht weiten, was er alles gesagt hat, aber er sagt, deswegen kann er das sagen mit Authority, mit Recht, er kann das sagen von Erfahrenheit. Er sagt, dort Bettlieden, was wir hier tun, dort kleine Bettchen, dort kleine Stoutchen, als nicht dort wird, dass wir das kann sein, zu vergleichen mit all dort, was wir kriegen wollen. Wenn er doch schwer ist, wir können sagen, das ist bloß ein Stoutchen, mehr wird kein in Haus. 19. Vers sagt, alles, was gemerkt ist, lügt euch Geduld, dass Gott seine Kinder von Dach kommen. Die Kreatur wird jeden Erdenwellen von Gott bestimmt, zu vergehen, will Gott das so will, in der Hoffnung. Und jemand wundert, einer Wunder machen die Menschen sterben, weil erst hatten sie den Lebensbaum im Garten nicht. Wenn sie bloß von denen genommen haben, nicht von den anderen, würden sie ab einmal können leben. Das ist, was der Baum wird. Da wir sind ab ewig leben können. Wann Gott den Baum, den ich heute genommen habe, würden ab einmal in ihrer Sinn geblieben. Aber Gott hat das so aus Gott sein, dass wir kann hier aufsterben und was Gott nennen. Und er wird besser sein, als was wir uns jemals können vernehmen. Da finde ich so vor, dass die Kreatur selbst von das Glaube, die dort verdorben Eva anbringt, wird loskommen. In die Gotteskinder ihre Freiheit und Herrlichkeit ankommen. Uit diese böse Welt, uit wo alle Troubles sind, alle Gesetze und Regeln hier rausgeraten worden,
im Himmel an. Dass wir hier loskommen hiervon in unsere Freiheit und Herrlichkeit kann ankommen. Wir wollen, dass die ganze Kreatur noch einmal steht in Geburtsfreude der Liedenden. Was die Übersetzung sagen, dass die ganze Welt sich so stehen wird, als wenn die in Geburtszeit ist. Und sage ich, und nicht bloß die Kreatur, aber wie selbst. Der Gott uns seinen Geist geschenkt hat, lernen du nur, dass Gott uns aus seinen Sehens abnehmen und von unserem vergänglichen Körper freimachen soll. Eine Hoffnung wird wie gerat. Aber eine Hoffnung, die einer sein kann, ist keine Hoffnung. Warum soll einer auf was hoffen, dort einer sitzt? Wann wir auf was hoffen, dort wir nicht sein, lügen wir geduldig genug. Die Hoffnung, was er hiervon reden, das ist nicht, wenn wir sagen, ich hoffe, ich will seilig werden, ich hoffe, ich will in den Himmel nennen kann, ich hoffe, dass ich ein Tag kann Gott genug sein. Er redet von einer ganz anderen Art Hoffnung, wenn Gott sein Wort hat versprochen. Wo wir uns hoffen, dann ist, dass Gott was tun, was er gesagt hat. Wenn er hat gesagt, was er was tun. Wenn wir lesen dann, Johannes 14, Vers 6, sagt Jesus, ich sehe die Wahrheit, ich sehe die Wahrheit und ich sehe die Leben. Keiner kämpft nicht um Futterbüter durch mich. Gott selbst ist Wahrheit. Und wo wir hoffen dann ist, dass das wirklich wahr ist. Wenn wir selbst sind ganz unhoffentlich, wenn wir uns selbst bloß von seinen Üterbetern, dann wollen wir immer kalt fallen. Und diese Hoffnung, was er uns hier gegeben hat, ist eine Hoffnung, wo wir uns keine Vorstellung haben, wenn Gott hat das gesagt. Nu lügen wir bloß, dass das kommen wird. Wir lügen nicht mitfinden, wird es so sein oder nicht. Die Hoffnung, was wir haben, ist, dass wenn wir hier in diese Welt rühren, haben wir was Besseres. Wenn das versprochen worden, Gott hat gesagt. Und er ist Wahrheit und er kann nicht liegen. Wieder in der 26. Vers. Und Gott so hat der Jesus uns an unsere Schwachheiten. Wir wissen nicht mal, wo wir so reich beten sollen. Aber der Jesus, der betet für uns mit so einem Gefallen, dass wir nicht wir dafür haben. Nicht bloß, dass wir rückgeraten sind, nicht bloß, dass wir kein vorwärts kicken, dass wir in den Himmel kommen, nicht bloß, dass wir können denken, wir dürfen nicht nach der Hall. Aber nu willst wir hier leben, der Heilige Jesus an die, der helpt die. Wenn du nicht mehr sogar weißt, wo du beten sollst, und hast eine schwere Zeit, und jetzt vielleicht etwas schwer, und weißt nicht mehr, was die Verstand sein, und die gerämst sogar, dass das so schwer ist, der Heilige Jesus an die, der vertraut zu Gott und in den Helfen dann. Hat er da tragstellen, sag ich, und heu, der unser Hort und ihr siegt, weit, was der Jesus im Sinn hat, wie es der Jesus, der bet für der Heilige, du nur, als Gott das gefällt. Hast du dir mal so gefällt, hast eine Zeit lang gebet wegen was der Dinge, und weißt nicht, dass Gott was annehmen, oder dass die hier tafels am Fremd gefallen hat. Da sag ich, der Heilige Jesus, was anders als Gott, was unsere Hort und ihr siegen hat, der weit, was der Jesus im Sinn hat, willst du Jesus, der bet für uns als Heilige. So dass das kann ungenommen sein, dass Gott das gefallen hat. Wir wollten, der 28. Vers, dass Gott in alle Dinge immer das beste Werk für dich, die am Gott sind. Dort sind die er beraubt hat, so als er das will. Die er vorher gewählt hat er bestimmt sein Sehen zu legnen. Dass die von vielen Brüdern mochte Erstgeborene sein. Und die er im Verrät bestimmt hat, die hat er auch geraubt. Und die er geraubt hat er auch gerechtfertigt. Und wem er rechtfertigt, die verhalb er, dass sie herrlich werden. Alles, was uitvallen für Gott, für die, was am Gott sind. Nicht alles, was uns Gott fallen, nicht alles, was Gott tun, aber alles, das ist eine Versprechung von Gott, alles, was uitvallen, für was der Gott ist, für die, was am Gott sind. Da wird so uitvallen, was der ganz Beste können sein, wenn wir uns angegeben haben. Warum das? Weil er uns berauben. Und er sagt, wenn er uns berauben auf vorher berauben hat, wenn er uns ausgewählt hat vorher, dann hat er uns durch Jesus herrlich gemerkt. Das sage ich nicht in dieser Fall, ein Tag, weil ich dann herrlich merken,
ein Tag kann je hopen dort te kriegen, hij sagt, hij haft dann, hij sagt, hij heeft de gerechtvaardigd, dort de fall ab kann herrlich sein nu. Je zijn herrlich geworden. Wir wollen alle durch schwere Tiden gehen, das ist so. Das Leben ist nicht leicht. Da kommen alle Sorten Dinge, was dir nicht gut sind, oder was dir nicht gut fallen. Aber nehmt Mut und Kraft in das. Der Eng für jede glaubende Person ist sicher. Jede eine Person, was sich auf Gott handelt, was Jesus auf angenommen als persönlicher Herr und Heiland, den Eng ist sicher. Gott hat das gesagt. Wenn bloß ich das hier nicht sagen, dass ich probiere, das anzubilden, dass es so wird, dann braucht ihr noch nicht nehmen, wonach ich eine wichtige Andacht sein dann. Aber wenn Gott das gesagt hat, was alles erschaffen hat und was uns hat reingemacht dafür, und berufen hat dafür, und der sagt, durch Jesus Christus bist du nu all herrlich, als dir das möglich fällt nicht, als dir glauben, dass du nicht, dass mir kein Unterschied, das ist so, wie uns Gott hat das gesagt. Und du musst ja wie viel Mut fühlen und sagen, das sind dann, wenn wir durch schwere Tiden gehen, wie weiten, was uns eng ist, das ist sicher. Hör ich mal, was Johannes 16, Vers 33 sagen wird. Das sagt Jesus, das habe ich gehört, alle du werden gesagt, dass je in mir Frieden haben. In dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe gegen diese Welt gewonnen. Den Krieg, was in die Verken hätten wollen, dass wir wollen sagen, zu gewinnen, dass wir nicht wollen, begeben zu dem Feind. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst, habt ihr Trouble. Und er sagt, aber seid getrost, ich habe gewonnen. Er hat all gewonnen. Und den Yes kriegen wir dann. Was für ein Leben hat Gott uns bewiesen in dort? Das ist wunderbar. Der 31. Vers, der sagt, was wollen wir hier zu sein? All die Dinge, die wir jetzt von gehört haben, was wollen wir dann hier zu sein? Wenn Gott auf unserer Seite ist, wer kann jemand sein? Wenn das allmächtige Gott, was mir und die gemerkt haben, hat uns geformt, als wir nach wie viel geboren werden, und unsere Mutter lief, hat uns geformt, er sagt, er kann uns der alle der ein Tag wird. Er merkt die, mit Fleet, er will dich hier haben. Du bist nicht ein Accident, das ist nicht auf einmal dort ist gekommen, dass du hier bist. Gott hat das wirklich so gewollt, dass du hier nu kriegst sein, auf dieser Welt, willst ein Leben haben für dich. Wo wollen wir hier zu sein, wenn das Gott uns berufen hat und uns hat die Herrlichkeit gegeben, durch sehen, sagt, wo wollen wir hier zu sein? Wer kann jemand sein? Ist das möglich, dass wir kann jemand sein, wenn Gott an unserer Seite ist, Gott, der Allmächtige, der alles erschaffen hat? Paulus wollte das hier noch ein bisschen erklären, aber die Karte antwortet ist nicht, du kannst nicht. Das ist nicht ein Ding, was dann kann jemand sein. Das ist nicht möglich. Weil Gott ist immer stärker, geht das mal. Die Serien ist immer stärker als der Fluch. Geht das mal. Das ist nicht mal vielleicht, dass das so ist. Geht das mal. Immer ist Gott stärker. Hier fragt Paulus dann, wo die sind in ihnen sehen für uns alle Hände, uns dann nicht alles mit am Schenken? Hier fragt er uns für eine Frau, wann Gott, was durch all das gegeben wird, sie in ihnen sehen, dass die Welt geschenkt. Und nu ist die Weihnachtszeit, dann dürfen wir das immer ein bisschen celebraten, dass Jesus ist geboren. Und er ging hier für alle solchen Dinge durch, für 33 Jahre, und zuletzt nach den Kriegschen. Und er hat gestorben, und dann war er abgestoßen und Tränen im Himmel, und sein Heiligen Geist war aufgeschickt. Wurde all diese Dinge dann bloß am Fleisch? Und dann dürfen wir noch menschlich denken. Gott sagt hier so, Paulus der fragt hier, wenn ich in ihnen sehen, auf Hand gegeben, für mich und die, so dass wir kein Tränen ankommen, wird er uns dann nicht mit am Tag alles schenken? Für das er uns gibt es kein in der Welt. Ging durch all das Leiden, was er muss, bloß so, dass er du kann bei ihm sein. Wo wir Gott dann auf einmal sein, das war Paulus hier fragen, wo wir Gott dann auf einmal sein, oh, no, das hat dann doch nicht so gemeint. No, er hat das gesagt, was Gott sagt, es war.
De nächste Vers 33 sagt, wer will Gott seine Utgewählte beschuldigen? Gott ist dort, der angereicht merkt. Wo kann du, oder ihr sagen, dass wenn du dir das Hand gegeben, du bist wahre geboren, du hast Jesus angenommen, du hast sein Geist an dir, er sagt, wer wird dich beschuldigen? Wer weiß überhaupt, was Schuld meint, wenn Gott uns das nicht gesagt hat? Wer kann die beschuldigen, wenn Gott, der Allmächtige, selbst die hat geraten? Wer kann? Korte Antwort ist, keiner und nichts kann die dann verdammen oder beschuldigen. Der nächste Vers, wer will verdammen? Wer will zu dir sagen, oh, was du getan hast, ist zu viel, du bist verdammt, du wirst nicht heil machen? Wer kann sagen, wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist. In meiner Ausdauer, er wird von dort abgeweckt. Und er ist nu bei Gott, der rechte Hand, und bet für uns. Wer kann die verdammen, wenn Jesus Christus, was der perfekt wird, durch all das Gute, das hier auf dieser Erde, sich Leute kreuzigen, der Namen am nicht, er gibt sich Hand dafür, er starb durch sein Blutschild für die, am Wort begruft, er stund frisch vorab und ist nicht über den Führer. Er ist der, was er sagt, wenn du mich annimmst, das, ich sehe die Wachte, was in ihr Leben kann, ich kann den Führer bieten durch mich. Wenn Jesus das sagen wird, wer kann die verdammen? Die Antwort ist keiner, das ist nichts, was die dann kann verdammen, wenn Jesus die hat vorangemerkt. Dann fragt er uns hier wieder an der 34. Vers, wo kann uns Christus seine Leute wegnehmen? Was kann uns den seine Leute wegnehmen? Sollen Leiden? Soll Angst? Oder Verfallung? Oder Hunger? Oder Armut? Oder Gefahr? Oder das Schwert? Was von diesen Dingen kann die von Jesus seine Leib wegnehmen? Kann uns seine Leib wegnehmen? Für ein Menschen, die viel aller Leiden machen auf dieser Welt, das was da in die brauchen. Aber er sagt, kann Sohn aus dort uns von seine Leib wegnehmen? Oder wenn du im Fach bist, dass irgendwas passieren wird oder so, kann die dort von seine Leib wegnehmen? Oder wenn eine Verfallung kommt, wo eine Zeit kommt, wo was schwer sein, ein Christ zu sein, ablödes, wenn die Menschen, wenn die dann vielleicht wird das was in was Länder down, dass sie die vielleicht wollen dort merken oder was immer bloß weil sie ein Christ bist. Oder wenn eine Hungersnot wird kommen, oder wenn es eine Zeit kommt, wo wir nicht für einen mehr verkaufen kann, dass wir dann so arm sind, dass wir einfach nicht haben. Oder wenn auf einmal in Gefahr kommt, oder sehr gefährlich wird sein für uns, oder sogar es schwierig, dass uns von kommen, dort merken, kann irgendein von diesen Dingen, sind alles große Dinge. Wir wollen nicht mehr an hier und so sagen, kleine Dinge, sind alles große Dinge. Aber kann irgendwas von denen, die von Jesus in der Leib wegnehmen? Das ist nicht möglich. Der 36. Vers sagt, so als geschrieben steht. Mich freut es immer, wenn das lesen kommt, wegen Ferien, dass wir abgebracht haben, habe ich Ferien, sind wir die hier nicht. Dort steht geschrieben. Wo steht das geschrieben? Oh, ich weiß nicht mehr, wo das steht. Ferien habe ich hier nicht. Hier sagt Paulus so. So als geschrieben steht. Aber er hat uns am Betweiten Luten, da hat die Psalm 45 genommen. Sagt, am den Hofen war wir den Dach über geschlacht. Wir waren aus Schlagschub angesehen. So ist mir für Paulus hier sagen, dass die Christen waren so angesehen aus Schlagschub. Und zwar, da war geschlacht, sagt er. Sagt er in der 37. Vers, über, in all das haben wir die Überhand. Der läuft vielleicht überrascht, wenn wir fleischlich die kicken dann. All diese Dinge passieren auf dieser Welt. Du hast Krieg, du hast Verfallung, du hast Hungersnot, du hast so ein Land, wo sie bloß nicht mehr genug haben zum Eten. Das ist bloß nicht so arm, das sind alle Sorten Dinge, die umgehen dann. Was null umgehen dann. Und doch er sagt, in all das haben eigentlich nach der Überhand. Wir haben das hier so in Knorra vielleicht noch nicht so sehr belebt, dass in deinen Ländern haben. Aber dass ein Tag wir glauben, noch was kommt. Aber er sagt, wann hat das? Irgendein von diesen Dingen, wenn er kommt, er sagt, wir sind doch noch fernab. Wir sind doch noch mehr als Gewinner dabei. Wir wollen nicht dann vielleicht ein Tag gewinnen, dort ist auch passiert. Wir sind dann bitter auf, wir haben die Überhand.
den sind helfen, nicht während eigentlich diese Gott sein, nicht an uns helfen, hat er nicht getan, aber das, während ihr Hand den sind helfen, da er uns Gott ist. Will Gott sein Namen, als bei am Salz so dir, dass er nicht was schwindig merkt worden, am sein helfen, am Jesus sein helfen, hat wieder Hand in all diese Dinge. Alles, in der Schrift sagt alles, was uitvallen für Gott, für die, was am Gott sind. Alles, was im ganz besten Weg uitvallen, was am Gott sind, was die wahre geboren sind, was Jesus hat euch genommen. Auch in der Vers sagt er, hier hätte Antworten der Frau und der Frau und er sagt, ich sehe mich sicher. Und das ist der Paulus, was wir im dritten Himmel angenommen werden, nicht? Hij hat das alle könnt sein, was wir noch mal bloß hoffen zu sein. Hij hat Dinge gesehen hier, was er nicht kann nur sein, aber hij sagt instead, in der 38. Vers, ich sehe mich sicher, dass nicht Tod oder das Leben, nicht Engel oder Gewalten, nicht das Gegenwart oder Zukunft, nicht die Welt über uns, nicht die Welt unter uns oder irgendeine andere Kreatur uns von Gott in der Leben scheiden kann, die in Christus Jesus unseren Herrn ist. Hij hat das so fertig gemerkt, dass das nicht möglich ist, dass das einzige ist, was die kann von ihm scheiden. Hij hat das so angeführt, dass wir uns sicher sein in der Radung, dass wir uns Mut nehmen und Kraft even doen, zodat wir nicht dürfen im Angst schlupen gehen ums Uwe, und sie denken, was das geben mit mir, wenn ich beim Sterben da. Hij hat uns die Sicherheit gegeben, weil er hat mir sein Heiligen Geist in uns gegeben, als ein Zeichen, dass er uns einen hat, dass es eine Garantie, dass wir kriegen wollen, was noch kommen soll. Nur Epheser 1, Vers 14. Der Heilige Geist wird all das uns zu halten hat, als die Zeichen, dass wir Gott gehören dann, und auch die Garantie, dass wir das kriegen wollen, das ist eine Antullung. Für was er uns geben wird, hat uns all die Garantie gegeben. Das wird der Schrift sein. Wir können gegen streiten, wenn uns das jankern hat, aber dann streiten wir gegen Gott, wenn Gott sein Wort sagt hat. Wenn uns das Fragen hören hat, dass wir uns so sicher können sein, dann fragen Gott sein Wort ankicken, wenn er selbst hat das gesagt. Du kannst vielleicht Dinge deutlich merken, haben vielleicht Dinge gehört, wo wir uns nicht ganz sicher an sind, aber das Wichtigste, das könnte vielleicht reich sein, und doch Gott sein Wort ist wahr. Er hat das gesagt, die Sicherheit ist da, das ist eine Garantie, den sind jetzt in uns als die Garantie, dass wir das kriegen wollen. Wer kann die von Gott in ihr Leben scheiden? Wer kann die beschuldigen? Wer kann die verdammen? Ist es nicht Jesus, der von sterben hat, wer uns hat das gegeben? Du hast nicht Tod oder Leben oder Engel oder Gewalt oder Gegenwart oder Zukunft verwalt über uns oder unter uns oder irgendeine andere Kreatur, was uns kann von Gott in ihr Leben scheiden. Das ist nicht möglich. Gott hat das eingeführt, er möchte das sicher und er möchte das ganz gut, so dass all die, was am Gehirn, dass die Dinge werden uitvallen, ganz für das Beste. Und das meint nicht eine leichte Zeit hier auf dieser Erde, aber das meint eng, als sicher, und das wird uitvallen für das ganz Beste. Noch einmal Johannes 10, Vers 10. Ein Stehler kann bloß zu stehlen, zu schlachten und in den Grund zu bringen. Und hier sagt Jesus, ich sie gekommen, das Leben zu bringen, und dass sie das Fall abhaben sollen. Das Kapitel, das wird alle erklären, was da in der Vers uns sagen wird. Wie kann das wirklich annehmen, als dass wir das ganz Fall abhaben, weil Jesus hat das getan, nicht ich und du. Wenn das an mir und die hängt, dann merken wir Fehler und wir verdorben das Bild. Weil wir sind weit offen perfekt. Jesus tut das, und das ist perfekt, und das ist fertig, und das fehlt an nichts. Wenn du einmal hast angenommen, dann bist du sicher, und du hast dann nichts, was dich entscheiden von ihm. Weil wir zum Schluss noch beten. Vater, wir kommen noch einmal fertig, das sind Marien, und kann nicht anders als Dankeschön sein, wenn das nur vielleicht sehr einfach ist. Aber was das kann wir sagen, du hast das alle getan.
Du hast das alles vollbracht, du hast alles perfekt gemacht. So dass in jeder einer, was sie kann geben, was die annehmen, dass sie das Leben kann haben, in der Sicherheit kann haben, und so dass wir kann ganz darauf vertrauen, dass was du uns versprochen hast, was wir kriegen, willst du uns den Geist an uns gegeben, dass die Garantie mir reicht dafür. Wir danken dir, Herr, für die wunderbare Nudach. Wir danken dir für diesen 8. Kapitel hier in der Römerbrief. Und für das Herr, dass du uns halten, immer da fast an unser Harten wirklich, dass wir uns für ihn können. Nicht bloß dort hier und dort annehmen, aber wir wirklich dort, wo wir können ausleben in unser Leben. Dass wir den Weg für die Menschen in Leben aus so einer Unfurcht, in so einer, was sich auch ganz sicher sind, dass wir weiten, was wir die kriegen haben, wenn wir hier schwach tun. Wir danken dir, Herr, für was du tun in jeder Mind von uns. Durch Jesus in Namen. Amen.